Den Index. Den Index als ein Diskussionsthema, da der ist, bleibt viert beibehalen vom integralen Index. Die Regierung ist bekanntlich permanent am Gange zu manipulieren. Kann der Geld als desindexiert gehen oder verrückt vom Erfolgsdatum. Aber was nicht viel gesagt wird, mir auch tatsächlich Altkreisrömer nehmen, wenn wir die europäische Wasserwirtschaftsrichtlinie umgesagt haben, aufgrund von der laut Wasser- und Kanaltaxen massiv geheischt gehen. Also an dem Gesetz festgehalten gehen, dass die Erhebungen vom Wasser auf die Kanaltaxen indexneutral sind. Es wird halt viel geschwärzt, dass durch die Wasser- und Hochwasser Taxenerhebung eine starke Inflation hat. Und das stimmt. Mit dem Deal spielt nicht mit für Berechnung. Herr Präsident, wir erleben heute zu Lützeburg permanent, dass wir auf internationalem Druck hin als Index vorgestellt wird. Dann ist letztes Jahr am Hirschzugang mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, dem Herrn Trichet, der geschrieben hat, la fin de ce système s'impose. Da kommt die deutsche Bundeskanzlerin Madame Merkel an, der französische Präsident Herr Sarkozy, und die hat gesagt, als Lützeburg müsste den Index aufgestellt. Ich muss ja sagen, meine Damen und Herren, ich gucke auch die deutsche und die französische Television an, schon bei mir gedacht, warum die zwei nach Zeit neben all den Problemen, die in der Hinsicht den Lützeburger Index bekommen. Ich habe schon gedacht, sollen die zwei nicht ein Wenk kriegen von Parteikollegen oder so, sie sollten mal von da aus ein bisschen eine Wand kommen lassen, für dann Eisleit heiken, zu Lützeburg ein bisschen den Held markieren. Und dann Herr Juncker hast du noch prompt auf Berlin gefahren, bei Madame Merkel, für dummer drin zu verhandeln, da dropst du ein größer am Lützeburger Wochentitel, Luxemburg darf den Index behalten. Maar merci, Herr Juncker, da hat ja dann aber gut angesagt, dass Madame Merkel froh war, ob wir den Index heute zu Lützeburg dürfen haben. Also, ich hatte an der Rolle, so dass Madame Merkel so, ich war nicht dabei, du hättest doch vielleicht so. Ich gehe so, das soll zu der Madame Merkel so, sie soll sich um hier Sachen bekümmern, den Index, das hier Eisenproblem, und da soll zu der Madame Merkel so, ob sie sonst kein Problem mehr zu Berlin hat, da soll sie an Deutschland ein Mindestlohn auffeiern, sie soll den Index auffeiern. Sie soll gucken, dass man Europa sozial Mindestnormen kriegen. Sie soll nicht Eisenindex aufschaffen. Wir wollen nicht hier in Hartz IV nach Lützeburg exportieren, wir sollen Eisenindex und Mindestlohn nach Deutschland importieren, dass wir das viel besser, wenn das gibt, an die Richtung gehen. Aber wenn in anderen meinten, Herr Juncker hat vielleicht mit der Merkel aber so geschwätzt, wie ich eventuell hat Kinder Ulen, dann hat Kinder schwätzen, da kriegt natürlich sein Problem, damit von den Tagen sagt, dass man vom Eurogruppe Wortleistungen Brief kriegt. Da steht dran, ob Lützeburg übersagt, für die Lohnkosten auf das Niveau von den Hauptkonkurrenten zu bringen, muss als Priorität das System vom automatischen Index suspendiert gehen. Das ist gut Lützeburg, für den Herr Juncker sich selber einen Brief schreibt. Wenn er da gesagt, dass nicht mehr spät wie letzte Woche, man konnte lesen am Rapport vom Conseil für den europäischen Staats- und Regierungschefen vom 24. und 25. März, da sitzt Herr Juncker auch mal dran, du hast dann an den Konklusionen festgehalten, réexaminer les dispositifs de fixation des salaires ainsi que les mécanismes d'indexation. Also auch von da aus hat den Herr Juncker als Brief geschrieben, dass man etwas Index machen. Nicht mehr spät für ein paar schon mal vom Internationalen Währungsfonds die A-Litanei vorgezählt kriegt, wir müssen den Index so schaffen. Und ich habe gedacht, da gehst du mal gucken, ob das Internet zwei Vertreter Lützeburg an dem Internationalen Währungsfonds. Und da steht dann als Gouverneur Jean-Claude Juncker. Ich stelle also fest, den Herr Juncker, der schreibt aus allen Ecken von der Welt, schreibt den als Briefe an Wien, wir müssen unbedingt heute zu Lützeburg den Index aufschaffen. Und Herr Präsident, da muss ich sich allerdings vorstellen, was das handelt dem döble Spielchen dabei. Stätten sich heute zu Lützeburg, könnten sich soziale Mäntelchen an auf allen internationalen Plätzen, wo er sitzt, da schreiben sich selber als Staatsminister einen Brief, also ich schaffe mal den Index auf. Ich meine, du, Herr Juncker, du
soziale Mäntel stund den Asersch pur Nummern zu groß. Muss ich der Toten mal mehr am noch gestern als Hai gesucht ging, wann dann eben zwischen dem 1. Oktober dieses Jahr und dem nächsten Oktober gibt ein Indexbranche fallen, da muss man als mit den Sozialpartner zusammensetzen. Herr Präsident, da fällt ein Indextranche zwischen dem 1. Oktober dieses Jahr und nächstes Jahr. Und zwar hat die Stadtdecker als Letzte von der Finanzkommission gesagt, dass die schon nächstes Jahr mehr erfallen. Das ist also kein Geheimnis. Ich habe mich aber gewundert, dass weder den einen nach den anderen von der Regierung, der Regierungsparteien, das gesagt hat, dass sie bei den Chambres wählen. Führende Wahlen kriegen Leute Steuerkadoen, und nur die Wahlen kriegen sie Steuererhebungen. Halt beim Index kriegen sie für die Gemengen, kriegen sie einen extra Gemengen-Index-Wahlentranche, den 1. Oktober. Und nur die Wahlen, da wird der Index direkt manipuliert. Und das wird dann spätestens nur die Gemengenwahlen von als Freund von der Sozialistischen Partei empfehlen. Dafür sind die auch so ganz ruhig dran. Ich erinnere mich, dass der Herr Schmidt auf einem speziellen LSAP-Kongress gesagt hat, an der Indexfrau bleiben Sozialisten stehen. Schon damals gesagt hat, der Satz nicht ganz fertig gesagt. Weil er hat mich so an der Indexfrau bleiben Sozialisten stehen so lange, bis sie umfallen. Und das ist noch nicht mehr lang. Den Tag sind wir los, ob uns zukommen. Und den erleben wir nach 4. April nächstes Jahr, und Sozialisten der nächste Indexmanipulation zu gestimmt. Herr Präsident, nach Purvierder zur Fonction publique, da der bedauert, dass Diskussionen im Fonction publique oder so eine kontroverse Atmosphäre gefeiert gehen. Als Land braucht eine stark öffentliche Funktion, die am Denk vom Land, von den Bürgern an seinen Unternehmen steht. Wer motiviert Beamte will, muss sie anständig bezahlen, und sie gerecht behandeln. Anständig bezahlen heißt auch ihre Qualifikation an Examen entsprechend Anerkennung. Aus evidenten gesamtwirtschaftlichen Überlegungen heraus, dass der Staat nicht an einzelne Karrieren eine deloyale Konkurrenz zum privaten Sektor kann machen, versteht sich auch unsere Meinung. Es soll nicht so sein, dass der private Sektor Leute ausbildet, die dann bei der Staat gehen, weil sie da für dieselbe Arbeit viel mehr verdienen. Dafür muss sektoriell über Anpassungen nachgedacht gehen, aber in strikten Konditionen. All Vergleich von Karriere zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor muss auch wirklich objektiv und komplett sein, und muss dafür auch von der Berufsvertretung von der einen wie von der anderen Seite können avisiert gehen. Da der denkt also auch, dass Änderungen bei den Anfangsgehältern beim Staat nicht mehr punktuell der für 4 Gold gehen, und zwar da, wo auch wirklich objektiv besoin sind. Die zweitgrößte Diskussion dreht um die Abfeierung von einem Bewährungssystem am öffentlichen Dienst. Da der sind nie zu so einer Idee, und zwar gleich aus einer Reihe von Gründen. Da der fährt dadurch noch eine weitere Politisierung von der Fonction publique, ein guter Beamter als dann den an der oder an der Partei, als in diesem Fall an der LSAP oder der CSV. Da der ist sich bewusst, dass das Fehlen von einem Bewertungssystem auf vielen Administrationen, zum Beispiel mit kleinen Atmosphäre vergiften und Vertrauen zerstören. Da der proposiert in andere Venedig die bestehenden disziplinarischen Maßnahmen auf ihre Applikation und ihre Effektivität zu überprüfen, aber nötig am Kader von dem aktuellen Statut punktuell Änderungen zu machen. Auch wir wollen, dass die Purschwärtschaft, die das Statut vom öffentlichen Dienst missbrauchen, können und müssen bestraft gehen. Dafür brauchen wir aber nicht gleich die ganzen öffentlichen Funktionen in einen Generalverdacht zu stellen.